Zuerst sind die Fanfarenbläser dran. Die gute alte Karl Rosner Ballfanfare, aber neu präsentiert von den Fanfarenbläsern des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper unter der Leitung von Witolf Werner. Die Mittelloge, Blick von hinten. Blick über die Schulter des Bundespräsidenten Witolf Werner. Minister Hundsdorfer. Das ist Frau Mitterlehner, Herr Vizekanzler Mitterlehner, der Bundespräsident. Hinten ist der Landwirtschaftsminister André Rupprechter, Nationalratspräsidentin Doris Bures, Minister Josef Ostermeier, Der ist heute der Hausherr. Frau Ostermeier, Verkehrsminister Alois Stöger. Hinten ist Frau Stöger. Nein, die Frau Schilling war das. Falsch. Sie wird es dir vergeben. Ich hoffe. Witolf Werner, seit Anfang der Saison Leiter des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper. Stammt aus Mönchengladbach übrigens. In Borusse. Im Herzen. Und jetzt übernimmt das Opernballorchester. So, wir setzen uns wieder. Und applaudieren der Bundeshymne. Es folgt die Europahymne. Dann stehen wir wieder auf. Das ist Andreas Spörri. Zum 5. Mal leitet er eine Opernballeröffnung. Und das Wiener Opernballorchester, das ist zum 32. Mal dabei. Wir lauschen der Beethoven-Hymne. Freude schöner Götterfunken und von Beethovens Opus 125 zu Karl Michael Zierers Opus 325, der Fächer-Polonaise. Der große Moment jetzt für die Debütantinnen und Debütanten. Begleitet den Einzug. Voranmarschiert Roman E. Swabek, der Herr der Bälle. Das ist sein hoffentlich nicht verflixter 7. Opernball. Gleich links hinter ihm Fanny Salomon, die Tochter der Winzer Bert und Gertrud Salomon. In Krems und Australien sind die tätig und Fanny strahlt. Ja, das ist die Mutter von der Fanny. Die filmt im Hintergrund, will nicht gesehen werden, sondern will die Tochter bannen. Sie marschiert ein, die Fanny mit Christoph Ludwig. Das ist Monna Goldowskaja. Mit Stefan Riedl ist sie da. Der Vater hat eine gewisse Gasprominenz und er hat eine volle Proszeniumsloge. 50 Leute sind anwesend, weil der 50er von Mama Goldowskaja wird gefeiert. Kein Gastwirt, ein Gaswirt. Ein Gaswirt. Und er hat sich ein bisschen was zurückgelegt. Diese Laura wunderschöne Dame. Josipovic,
Zahnarzttochter und Wirtschaftsrechtsstudentin. Maximilian Reiter, der kann sich heute freuen über seine hübsche Partnerin, marschiert sie ein. Ja, 1935 waren es noch 80 Paare beim allerersten Ball dieses Namens. Heuer sind es deren 144. Die Deckenkamera hat ein bisschen die Vintage-Blumen-Bracelets an den Handgelenken eingefallen. Was sagst du da? Eingefangen. Die Armbänder aus betagten Blumen. Das ist Sophie Tarbuck mit Philipp Backhausen sind vorbeigezogen. Dahinter Sebastian Jeschko, der Neffe von Jörg Doll, unserem Blumenkönig. Zieht mit Lena Fichtinger ein. Ja, und das ist, wir wissen es natürlich, das italienische Model Elisabetta Canalis. Aus Sardinien. Arthur Boissek. Schönheitschirurg. Aber nicht bei ihr wahrscheinlich. Nein, Gott ist Von sich aus schön, diese schöne Frau. Einigermaßen im Gleichschritt, die Herren. Ja, 1935 habe ich gesagt, das erste Ballfest dieses Namens. Damals 80 Paare, heuer 144, die das Eröffnungskomitee bilden. Auch heuer sind die Debütantinnen wieder im Partnerlook erschienen. Leider geil. Ja, da haben wir einen genauen Blick, nicht nur in die schönen Dekolletés, sondern auf die Blumenbracelets, Vintage-Blumenbracelets von Niki Usel. Miss Lily Hatz ist ihr Künstlername. Und sie hat also heuer auf Sträußchen verzichtet, sondern diese Blumenarmbänder den Debütantinnen zur Verfügung gestellt. ja. Die Logengäste Da sind sehe ich. begeistert und gebannt. Wer sollte denn hier sitzen, Ja, Karin? das ist der Herr Rottensteiner, sehe ich im Hintergrund. Er dreht sich um, Chef. will er gar nicht die Eröffnung sehen. Nein, er wartet auf eine Dame. Früher waren es noch Jungdamen und Herren aus den feinsten Wiener Kreisen. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir den Pflichtsager abgeben müssen. Hier gilt die Rettungsgasse. Ja, endlich hast du es gesagt. Ich war schon gespannt, wann du es anbringen wirst, aber jetzt hat es gepasst. Unsere Tiara. Du sagst immer noch Krönchen, aber es heißt Tiara und diese Tiara heißt Swift. Und du weißt, was das heißt. Swift heißt Mauersegler Aber oder Turmschwalbe. Aber auch rasch, schnell, flink und hurtig. Wenn man sie genau anschaut, hat ein bisschen etwas von einem Phönix, der da aufsteigt. Vielleicht eine Conchita-Hommage, wir wissen es nicht. Das ist Nadja Swarovski, die seit vielen, vielen Jahren die Familie sponsort. Den Oberball und sind natürlich für die Krönchen verantwortlich. Und in diesem Jahr feiert die Firma ihr 120-jähriges Bestehen. Und ich glaube, von Anfang an hat Swarovski die Krönchen, mittlerweile Tiaras, zur Verfügung gestellt. Und Sean Lean hat dieses Prachtstück heuer gestaltet. Ist wirklich elegant. Wir haben ja ein Krönchen bei uns im Kammerl, also wir tragen es abwechselnd. Aber das wollen Sie nicht sehen. Sie wollen die letzte Debütantinnen- und Debütantenreihe sehen, die sich jetzt da aufstellen. Laura Josipovic. Der unbehütete Geri Friedle alias DJ Ötzi, Sonja Friedle, Marika Lichter war ganz Fängt kurz zu alles sehen. ein. Wir haben uns natürlich gefragt, wer von diesen Debütantinnen und Debütanten hat den längsten Namen? Ist es der Spanier Luis Felipe Latorre Illanes? Nein, Der Italiener Mattia Dantino Sette Vendemmie? nein, aber das ist Mariella Ahrens. Auch nicht lang genug der Name. Es gibt auch eine Deutsche namens Marie-Kathrin Zimmermann-Mainzingen. Aber die hat auch nicht den längsten Nein, Namen. es geht noch besser. Beim Komiteetanz lösen wir es auf, dieses große Rätsel des Opernballs. Das ist Julia Furdea, die strahlende, amtierende oder regierende Miss Miss Austria und ganz hinten der junge Mann, das ist der Enkel. Du erinnerst dich an den Wetterfrosch Giannin, Ja. Johannes Giannin, das ist der Enkel dazu. Der Nikolaus. Und Julia Furdea hat ebenso wie Brigitte Wlodkowski-Luger ein Kleid an, das Atil Kutoglu gestaltet hat. Ja, es ist das Modell Istanbul.
Also nicht diese, Das sondern nicht. was denn Das das ist der Österreich angehabt Traum hat. in Spinat. Traum in Trotzdem nicht Spinat. von Attila Dogutan gestaltet. Brigitte Wlodkowski-Luger, die die Eröffnungschoreografie, da ist er, verhält sich im Hintergrund, lässt den Damen den Vortritt. Ja, die Fächer Polonaise, die gibt das Zeichen zum Komiteetanz. Da sind sie wieder, alle versammelt. Monna Goldowskaja, mit Stefan Riedl, Fanny Salomon dahinter. Und was werden wir hören? Eine Polka schnell von Eduard Strauss. Jetzt wird einmal ausgerichtet und Brigitte Wlodkowski-Luger strahlt, obwohl nervös. Ihre Idee bei dieser Choreografie war zunächst einmal, man promeniert auf den Opernball. Ja, wir lösen das Rätsel. Der Mann mit dem längsten Namen hat auch einen Rossschwanz. Carlo Alberto Makanowitsch Romanov Holstein-Gottorp hieß der junge Mann. Also eigentlich ein Zar. Zarenkrone hat er keine. Und er tanzt ein mit der Debütantin mit dem kürzesten Namen. Silvia Sem heißt sie. Do, Rücken an Rücken, verteilen sich jetzt die Herrschaften. Was ist das Ziel bei dieser Eduard Strauss-Polka, die wir auch beim Neujahrskonzert gehört haben? Hier ist nur eine Polka halb schnell, damit die jungen Damen und Herren da tanzen. Ja, das sind 4 Reihen. Schau, schwarz und weiß. Schwarz und weiß, aber nicht 144 Shades of Grey, aber trotzdem fesselt. Vis-à-vis reingesehen und sehen Sie wieder, wie mischen sich die jetzt wieder. Mit dem guten alten Schaufelrad, so heißt diese Figur. Werden natürlich Erinnerungen an unsere Mississippi-Reise wach, Kari, du erinnerst dich. Sofort. Da mischen sie sich durch. Ziemlich ambitioniert, diese Choreografie. Von oben sieht man erst, wie schwierig es ist. Unsere Deckenkamera macht ganz wunderbare Bilder. Wir werden immer wieder gefragt, warum Deckenkamera, ob das mit einer Decke zu tun hat, aber sie ist an der Decke montiert. Nicht in eine Decke gehüllt. Jetzt wird wieder promeniert. Das ist Christa Korczak vom Verein Ich bin okay. Brigitte Wlodkowski-Luger, die diese Choreografie zusammengestellt hat. Ja, da darf man mitsingen, ganz genau, junger Mann. Leitet seit 1989 die Tanzschule Luger in Salzburg. Ehemalige Turniertänzerin, österreichische Meisterin auch. Cha-cha-cha wahrscheinlich. Standardtänze vermutlich. Der Sohn Christian ist anwesend und der Sohn Martin führt die Tanzschule in Mutterns Abwesenheit. Applaus für das Komitee. Ja, und was jetzt kommt, das ahnen wir natürlich. Und es ahnt auch Elisabetta Canalis, eine wirklich wunderschöne Frau. Roman Swabek und Brigitte Luger erleichtert und zu Recht stolz. Und jetzt wirst du gleich einen deiner Standardsätze beim Opernball sagen können, während Fanny Salomon in Großaufnahme erscheint. Christoph, Sie spielen unser Lied. Oh ja. Christian Ludwig bereit zum Handkuss. Christoph heißt er. Applaus und Jubelrufe für den Donauwalzer, der natürlich bei einer Opernballeröffnung ebenso wenig fehlen darf wie bei der Eröffnung eines neuen Jahres.
Gleich haben sie es jetzt überstanden, bevor das alles Walzer ertönt. Dann wird es eng auf dem Parkett. Jetzt freuen sie sich noch, dass sie das Parkett exklusiv haben zum Linkswalzer, das Eröffnungskomitee 2015. Eine sehr schöne Eröffnung, sehr geschmackvoll, sehr gelungen. Ich glaube, das kann man sagen. Aber wer wird das Kommando sprechen, Harry? Das ist jetzt die Frage. Ganz einfach. Alle sagen alles Walzer. Und hier ist doch wieder der Donauwalzer. Naomi in der Oper. Was hast du gesagt? Naomi? Hast du Naomi gesagt? Campbell. Sehr Sie heißt Naomi also, Campbell. Naomi, ja, ja. Du kennst dich da nicht so aus bei den Stars. Ja, ich habe Naomi verstanden. Nein. Das war ein bisschen unmögliche Anrede. So wie der Richard Lugner ja auch etwas wirklich Arges zu Alfons Heider gesagt hat. Also er hat gesagt, der Alfons Heider kann mich in der Loge besuchen. Ich finde, solche Sachen sagt man nicht bei so einem feinen Ball. Familie Mörner ist das. Uhrenindustrielle aus der Schweiz, die den Opernball sponsern. Sehr nobel unterstützen. Nach und nach bei diesem 59. Opernball seit Kriegsende füllt sich das Parkett. Aber es ist vor 80 Jahren, hier Nikolaus Czernin, Andreas Spörri genießt den Donauwalzer. Vor 80 Jahren wurde dieser Begriff zum ersten Mal hier gebraucht, Wiener Opernball. Also damit ist der Name genauso alt wie dein Lieblingsdirektor, Johann Holländer. Christoph, und das sind Freunde von Herrn Spörri, Freunde aus Ägypten. Er hat ja dort länger gearbeitet. Ja, als Chefdirigent des Kairos Symphony Orchestra. Johann Holländer, er geht dir ein bisschen ab, habe ich immer das Gefühl. Nicht immer dieses Bashing auf den Holländer. Er war ein irrsinnig guter Demotivationstrainer. Wir denken an Ja, das ist die Grüßen in der Schallerloge. Markus Hengstschläger sehe ich, Elke Hengstschläger, Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank. Oberösterreich war im Bild. Es sitzen immer noch sehr viele in den Logen, aber es werden auch immer mehr auf dem Tanzparkett. Ja, Heinz Fischer geht wahrscheinlich jetzt hinunter und Also hinunter geht er, glaube ich, nicht. Er geht mal hinüber in seine Loge, die linke große ich dachte, dass er vielleicht Prosceniumsloge. tanzt oder vielleicht irgendwie das Tanzbein schwingt. Also, ein dass er bisschen. Doris Bures gleich jetzt mal auffordert, das ist natürlich eine Herausforderung. Der Herr rechts ist wahrscheinlich der älteste Opernballbesucher, ist 95, Dr. Balázs Endre. Da findet es, du sagst, Hyaluron, genau, mit ihm Janet Dendinger, seine Frau. Heidi Waldorf, eine Doktorin, hat mir schon ein bisschen müde ausgeschaut, der Endre Balázs, aber mit 95. Ah, da wird nachgebessert. Er nimmt ja kein Botox mehr, der Herr Glöckler. Nein. Ich habe große Angst, was dann übrig bleibt von ihm. Nur mehr die Boys, er tut nur mehr äußerlich anwenden. Aber was lässt er sich da malen? Die Lippen. Glitter, Rouge, da gibt es so viele Möglichkeiten. Er hat eine Maske aufgepickt und trägt dann dazu noch eine Maske. Ja, das ist diese jungen Brautpaare, da ist natürlich, die feiern natürlich ab. Unsere Tiaren leuchten aus der Menge. Swift. Und ein Blumenkranzerl hat sich auch eingeschlichen. Birgit Zerrata, Frau Marihat auf der rechten Seite. Dahinter ist der ehemalige Josef Pröll, habe ich Vizekanzler gesehen. Josef Pröll und meine Frau. Deine Frau? Ja, meine Chefin. Die hast du hier unter Beobachtung. Kathi Zechner, unsere Chefin, Karl Schranz. Der Chef der Skination. Desiree Treichel-Stück kann wirklich glücklich sein mit dieser Eröffnung, würde ich sagen. Im Vorjahr hat sie ja ihren 50er gefeiert und nächstes Jahr sind feiert wieder. sie den 60er. Ja, Arabella Kiesbauer, Alice Hummler, Kathi Zechner. Aber lass mich das erklären. Das war ihr eigener 50er natürlich und nächstes Jahr sind 60 Jahre Opernball. Das muss natürlich auch gefeiert werden. Angeblich ist auch ihr Mann Andreas Treichel heute da, von der Desiree. Der sollte heuer antreten zum Tanzen. Extra bequemes, unschönes Kleid von Susanne Bisowski machen lassen. Also nicht Andreas Treichel, sondern die Desiree Treichel-Stück. Und
Die Barbara hat sich natürlich wieder einen tollen Tänzer gefunden. Jedes Jahr das Gleiche. Sie sahnt den besten Tänzer ab. Ich begrüße Ballettdirektor Manuel Legris. Er hat eine erfolgreiche Ballettpremiere hinter sich, die nächste schon vor sich und jetzt ist auch alles so wunderbar gegangen. Sie können zufrieden sein, vous pouvez être content. Je suis très content. Ravi des danseurs et ravi d'être là avec vous ce soir. Er ist begeistert von der Eröffnung und er freut sich, dass er hier ist. Monsieur le Directeur, darf ich um den Walzer bitten? Das war schön, Alfons, oder? Miriam, mit dir ist es immer schön. Kein Schmäh. Dankeschön. So, und jetzt wollen wir den Augenblick nützen und vielleicht auch nochmal uns hier ein bisschen bewegen. Darf Jawohl, ich bitten? natürlich sehr gerne. Wann du sagst immer, bitte räumen Sie zu Hause die Teppiche weg und bauen Sie Ihr Wohnzimmer zu einem Ballsalon. Ja, aber nicht zu viel Unordnung, weil wir sehen uns ja gleich wieder. Wir kommen mit Gästen vorbei. In Ihr Wohnzimmer melden wir uns aus der Mittelloge. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns auch vom Publikum in Bayern. Oder aber Sie befolgen meinen Rat und schalten sofort auf Dreisat um, dann bleiben Sie weiter bei uns nach der ZIP 2 mit Armin Wolf. Ich freue mich auf unseren Wolf, hoffentlich im Frack. Darf ich bitten? Ja, Musik braucht man. Wo ist die Musik? Oder wir singen mit. Nicht? Ja, das geht auch. Das geht schon. Di, 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 di. Oh Miriam, so blau, so blau, so blau. Glaub ich nicht. Da, 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 das Kleid, das Kleid, das Kleid. Da, da.